Servus meine Lieben. Wurstsalat mache ich mittlerweile ganz anders. Einfach einmal auf eine ganz andere Idee gekommen und seitdem machen wir schon länger. Ich mache keinen Schweizer Wurstsalat nimmer. Einfach nur Geflügel, also Geflügelwurst. Ja. Die mache ich einfach so halbieren und dann nur erst ein Viertel werden. Und richtig voll auf die Gemüsebasis. Ja. Warum? Erstens hat er weniger Kalorien, schmeckt noch erfrischender. Und den habe ich mal irgendwo gegessen und habe gesagt, genauso musst du ihn auch machen. Und es kommen Essiggurken rein, es kommen Tomaten rein, Zwiebel, klar. Aber was ich nur rein tue, sind Silberzwiebeln, ein bisschen Blumenkohl, Maiskölbchen und tue sogar Riesenbohnen wieder rein und Radieschen. Dann ein gutes Dressing mit Senf und Essig und bla bla bla. Und ich muss sagen, der Wurstsalat schmeckt noch geiler und erfrischender und da bleibe ich dabei. Ich habe sonst einmal Schweizer Wurstsalat gemacht mit Schweinefleisch, der war mir aber zu deftig. Und das Geile ist an der Geflügel, die ist wirklich schon etwas leichter und dazu gibt es einfach ein Rocken Vollkornbrot. Also ein richtiges Vollkornbrot. Und der fällt auch gar nicht ins Gewicht, ist mir aufgefallen. Ich kann mal bedenkenlos einfach reinspachteln, ohne dass du irgendwie gleich am nächsten Tag Angst haben musst, oh, jetzt hast du gleich 5 Kilo mehr. Nein, also der ist wirklich geil. Den schnipselt mir jetzt hier gerade, weil meine Frau heute wieder heimkommt und meine Tochter mit ihrem Freund. Und die wollen alle, wenn sie heimkommen, Wurstsalat. Und mittlerweile kommt der genauso gut an wie der Schweizer Wurstsalat mit Käse. Aber ich brauche keinen Käse mehr. Ich lasse ihn weg. Das ist mir dann zu viel Ballast. Gerade für abends. Ja. Wenn man den vielleicht Mittag isst oder zum Frühstück, dann mag es gehen, dann verdaut sich das. Aber auf Nacht ein bisschen leicht. Schon fast mehr Gemüse drin wie Wurst, weil es Wurst ist. Aber der schmeckt. Und bin stolz drauf. Übrigens, die Musik, die man da im Hintergrund hört, das ist bei meinen Nachbarn, die hat irgendeinen Geburtstag feiern. Trachtler haben da. Ja, und den schnipselt jetzt einfach zusammen. Dann habe ich mir da mein Salatdressing gemacht. Einfach Gurkenwasser, ein bisschen Apfelessig rein, so 4 Esslöffel, tun wir gar nicht lange mal an. 4-5 Esslöffel Apfelessig, 4 Esslöffel Rapsöl und vom Gurkenwasser habe ich 8 bis 10 Esslöffel. Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker, aber nicht viel. Ich habe auch einen Sirup genommen, das geht auch statt dem Zucker. Perfekt, merkt man gar nicht, aber leichtes Süße ist drin. Ja, und 2 Teelöffel Senf, einen mittelscharfen. Dann gescheit schalten. Jetzt habe ich geschnitten die Wurst, Zwiebel, Knoblauch. Und dann kommen schon die Radieschen dran, da mache ich auch so. Naja. Da mache ich auch schöne Scheiben. Ja, die haue ich auch da rein. Und da scheiße ich gar nicht mehr lange mal an. Und der Wurstsalat schmeckt geil. Ich tue da nicht. Haut's rein, was euch schmeckt. Ich nehme lauter so Zeug her. Und ich habe gemerkt, der schmeckt einfach geil und erfrischt. Ja, den Rand, den ist ich selber. Und ganz zum Schluss tue ich ein paar Tomaten rein. Ja, also 5. Das muss jeder selber wissen, wo es reinhaut.
Aber man muss nicht immer den klassischen bayerischen Wurstsalat machen. Ich weiß nicht, wie man den dann bezeichnet, ist vielleicht ein asiatischer. Nein. Nein, glaube ich jetzt eher nicht. Tofu ist da keiner drin. Also zuerst einmal Prost. Ich tue die, alles was ich reingehauen habe, haue ich unten in die Videobeschreibung rein. Aber wie gesagt, macht einfach mal so einen Wurstsalat. Ihr werdet sehen, wow, hätte ich nicht geglaubt, der schmeckt genauso geil. Lasst mal den Käse weg und haut wirklich alles rein. Radiesel, ihr könnt auch Salatgurken reinhauen. Richtig gemüsehaft und trotzdem hast du noch einen Haufen Wurst drin. Ja. Also das heißt jetzt nicht, dass da keine drin ist. Aber ich nehme halt kein Schweineli ohne nicht mehr her. Das ist eigentlich alles. Könnt ihr auch Leberkäse reinschneiden. Geht genauso. Alles klar. Ich tue jetzt da wieder ein bisschen weiter. Ich schneide mir den ganzen Scheißdreck zusammen. Und dann zeige ich euch nochmal das Ergebnis. Dressing ist fertig, genau. Ah ja. Also richtig schön schalten. Und dann hauen wir das Ganze jetzt schon rein. Dann kann die Wurst schon ein bisschen durchziehen. Ja, so ein richtig schöner, grobkörnigen Senf drin. Oh, geil. Das ist so geil, da kannst du eingelegen. Da, das kann ich jetzt schon ein wenig durchziehen. Dann kommt alles in den Kühlschrank rein und dann schmeckt es. Das ist so geil, probiert es einfach aus. So, die Gurken habe ich drin, die Radiesel habe ich drin, Wurst, Zwiebel und das geile Salatdressing. Jetzt mischen wir das schon mal so ein bisschen grob durch. Schaut euch das schaut jetzt schon geil aus. Also wie gesagt, frei Schnauze, lasst eure Kreativität einen freien Lauf. Und ihr werdet sehen, schmeckt genauso gut. Jetzt geht's los. Jetzt tue ich zum Beispiel ein paar so Blumenkohlröschen rein. Ja, die ganz großen müssen wir noch ein wenig auseinanderrupfen. So. Da der ist zum Beispiel ein wenig jetzt groß. Nehmen wir halt die kleinen hier. Aber das ist echt der Knaller. Also, wir haben den ein paar Mal dann selber ausprobiert und seitdem mache ich ihn eigentlich nur noch so. Weil ich sage jetzt einmal, so ein normaler Teller, ich sage, dass er keine 300 Kalorien hat. Wirklich nicht. Aber wenn man natürlich nur Wurst rein hat und Käse und Essiggurken, dann haben wir vielleicht schon bei 600 Kalorien. Und das mit der Geflügelleona, kann ich nur sagen, funktioniert perfekt. Weiße Bohnen rein. Also die weißen Bohnen, die schmecken allein schon so geil. Das sind die Riesenbohnen. Da tue ich einfach ein Bohnen reinhauen. Und wenn er dann vom Geschmack her essigmäßig nicht so ist, dann tut es noch einen Spritzer Apfelessig noch. Und tut es noch ein bisschen nachjustieren. So, die haben leer. Die auch weg da. Und dann geht es weiter mit den Silberzwiebeln. Ja. Der kommt sowieso weiter heute, da werden die für übrig bleiben. Und dann schneide ich noch die Maiskolben klar. 4, 5 und dann zum Schluss die Tomaten. Jetzt schaut euch einmal dieses Ergebnis an. Ein Pracht Wurstsalat und er schmeckt einfach geil. Also ist jetzt alles drin. War jetzt eine gute 2 Stunden im Kühlschrank. Und jetzt werden wir einfach mal ein bisschen probieren. Ja.
raus. So. Das gelangt. Ich sage jetzt mal, das ist jetzt wirklich nicht viel. Das ist jetzt wirklich nicht viel. Und das, was ich gemeint habe, nehmen wir eine saubere Gabel her. Das, was ich gemeint habe, der Wahnsinn. Also absolut der Wahnsinn. Aber wenn es einer ein bisschen essiglastiger mag, so wie ich, und ein gutes Bier dazu, also zuerst einmal Prost. Ein gutes Bier dazu, ich brauche nicht einmal ein Brot dazu. Ja. Man nimmt noch einen guten Apfelessig her, Natur drüben. Also wer es essiglastig mag. Ah, übrigens, Knoblauch ist auch drin. Entschuldigung, habe ich vergessen. 2 Zehen Knoblauch habe ich noch nicht gekackt. Habe ich vorher vergessen, glaube ich. Nee, passt. Zwiebel und Knoblauch, logisch. Ich tue mir da einen kleinen Spritzer drauf. Zack, das gelangt. Und jetzt auch sagen, mit der bayerischen Musik im Hintergrund von den Nachbarn genießen wir diesen leckeren, gemüsehaften Wurstsalat mit Geflügelleone, da wo man wirklich nicht bereuen muss, dass man wahnsinnig viel Kalorien eingestopft hat. Wenn man natürlich 5 Schüsseln reinhaut, ja, wenn man 5 Schüsseln reinhaut, ja, dann hat er bestimmt auch mehrere. Haben mir gelangt, eine oder 1,5. Und gut ist ein Böhnchen dazu, ein Radieschen dazu. Der absolute Knaller. Da kannst du dich reinlegen. Oh. Also, macht es einfach mal nach, probiert es aus. Wurstsalat mit viel Gemüse, Geflügelleone, der leichte Wurstsalat, den man nicht bereuen muss. Und mit diesem Sinne würde ich sagen, lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt es in die Kommentare, ob ihr es einmal so ähnlich probiert habt. Wichtig ist, bitte kein Olivenöl rein, das passt überhaupt nicht. Aber wo es auch passt, das machen gerne die Österreicher, ist von mir ein guter Tipp. Habe ich aber leider nicht da. Man kann jetzt einen kleinen Spritzer Kürbiskernöl drüber tun. Schmeckt auch mega geil. Aber bitte kein Olivenöl und kein Balsamico-Essig. Passt nicht ganz. So, mit diesem Sinne lassen wir schmecken. Und da ich sagen, bis zum nächsten Video. Helmut, die Janker Filmschmiede. Mit diesem Sinne, Servus, wünsche euch noch eine angenehme Woche und Prost, habe die Ehre, Servus. Das ist einfach ein Gedicht.